Merci. Genial. Jetzt hat sie mein Berndeutsch noch gelobt. Vorher beim Soundcheck haben wir noch gegenseitig gesagt, welches Berndeutsch das besser ist und klarer ist. Aber genau. Wenn es nachher darum geht, gegen Zürcher, sind wir dann wieder alle auf der gleichen Seite. Gell? Genau. Ist ja nicht das Gegeneinander. Sehr gut. Hey, ich habe ein Problem. Und zwar bin ich heute Morgen in einer Session gehockt von der Hannah. Und ich habe es mega inspirierend und mega gut gefunden, was sie gesagt hat, so das Verwurzelt-Sein im Wort Gottes. Und innerlich habe ich aber so ein bisschen mitzählt, all die Sachen, die sie sagt, die ich eigentlich auch gerne hätte sagen in dieser Nachmittagssession. Und es ist immer mehr geworden und denke so, Scheibe, ich muss jetzt während der Workshops irgendwie noch spontan etwas ganz anderes vorbereiten, damit es nicht irgendwie alle das Gefühl haben, ich habe da einfach ein bisschen recyceln, was die Hannah gesagt hat. Aber nachher, beim nochmal so ein bisschen durchgehen, habe ich gemerkt, hey, vielleicht ist es ja nicht nur ein Zufall. Vielleicht möchte ja Gott wirklich an diesem Wochenende irgendwo den Finger auf etwas drauflegen und vielleicht ist es ja ganz okay. Jetzt haben wir es heute Morgen auf Englisch gehört und auf Zürichdeutsch von der Hannah und von der Miriam. Jetzt hören wir vielleicht ein paar Sachen noch auf Berndeutsch. Und vielleicht in einer von diesen Sprachen bleibt es dann vielleicht noch hängen, dass wir es mitnehmen können. Und ich glaube, es hat gleich ein paar neue und andere Sachen drin, oder es hat definitiv ein paar andere Sachen drin und einen anderen Ansatz. Aber von der Essenz her ist es genau das Gleiche, was ich möchte, was mir aufs Herz ist gekommen. Ich möchte uns ermutigen, wirklich verwurzelt im Wort Gottes zu sein. Und ich glaube, dass dort wirklich so eine Erfrischung drin ist. Und ich würde gerne noch beten und dann einsteigen in die paar Gedanken, die ich vorbereitet habe. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du da bist. Ich danke dir für das ganze Wochenende, das schon war, gestern am Abend, die Regula, heute Morgen die Hannah, die Workshops, die Gespräche, die stattgefunden haben dazwischen. Und ich danke dir für jeden Moment, wo jetzt wir schon hatten, wo du uns erfrischt hast und wo du uns das lebendige Wasser gegeben hast. Und ich bete jetzt auch für die nächste Session, dass wir nochmal dürfen, dort, wo wir noch Platz haben zum Aufnehmen, nochmal unser Herz und unsere Hände aufmachen. Dürfen auf Empfang stellen und wirklich bereit sein, was du möchtest deponieren, was du möchtest in unser Herz hineinlegen. Danke dir vielmals, dass du jeden einzelnen von uns kennst. Du kennst unsere Fragen, du kennst unsere Freuden, unsere Sorgen. Und wir geben einfach alles dir her und vertrauen darauf, dass du das gibst, was wir heute brauchen, jetzt in diesem Moment. Amen. Hey, wer von euch erinnert sich noch an das Franz-Wörtli lernen? Okay, ganz viele Hände hochgehen. Bei den einen ist es vielleicht schon ein bisschen länger her als bei den anderen. Und an der Reaktion habe ich so ein bisschen wahrgenommen, das ist so ein Raunen, das durch den Raum geht. Also, Franz-Wörtli. Gibt es ein paar, die es geliebt haben? Französisch in der Schule? Es gibt immer so ein paar Ausnahmen. Ja, sehr gut. Okay. Wir beten für euch später noch. Wir haben noch Ministry Time heute Abend. Hey, Französisch und Fremdsprache grundsätzlich, die Wörter zu lernen. Ich weiss nicht, wie viele Hunderte, wahrscheinlich schon Hunderte von Stunden, dass ich vergütet habe, mit mir irgendwelche Wörter in mein Kurzzeitgedächtnis reinzuschaufeln, damit ich sie für eine Prüfung schnell abrufen kann und sie nachher sofort wieder vergessen. Ich habe vorgestern ein Video von meiner Schwester bekommen, wo sie mir versucht, auf Französisch etwas zu erzählen. Und ihr Französisch ist so schlecht, es ist so peinlich. Sie ist etwa 10 Jahre, hat sie Französischunterricht gehabt. Es ist so schlecht gewesen. Sie hat nicht einen ganz einfachen Satz sagen. Aber das Peinliche oder das Schlimme ist, ich habe nichts davon verstanden. Und ich habe auch 10 Jahre Französisch gehabt. Ich habe wirklich bei dort gehockt und habe das geschaut und habe gedacht, Ecureuil verstehe ich. Ich glaube, ist das Eichhörnchen, oder? Ja, genau, das Ecureuil. Genau, und den Rest habe ich vergessen. Aber so Französisch lernen oder grundsätzlich eine Fremdsprache lernen, habe ich als etwas mega Trockenes in Erinnerung. Etwas so ein bisschen, ich habe den Sinn dahinter nicht wirklich gesehen. Ich bin in Adelboden aufgewachsen und in Adelboden, vielleicht Touristen haben andere Sprache geredet. Mit denen hat man nicht etwas zu tun haben. Man hat das Gefühl, man ist dann besser als die. Aber man hat doch nie Französisch oder Englisch müssen reden. Und ich habe keinen Sinn dahinter gesehen, eine Fremdsprache zu lernen. Und für mich haben es nur die Streber geschafft, Französisch und Englisch zu lernen. Nur die Streber können das. Die können fließend Französisch und Englisch. Und ich lerne eigentlich mega gerne neue Sachen, aber bei der Fremdsprache war es bei mir so, hey, das lohnt sich einfach nicht, ich sehe keinen Sinn dahinter. Bis ein paar Jahre später
bis ich mich verliebt habe. Ich habe mich verliebt in meine Frau, Sarah. Und das Problem ist, Sarah redet kein einziges Wort Deutsch. Sarah ist in Amerika auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Und plötzlich habe ich in mir eine Motivation gefunden, zum Fremdsprachen lernen. Plötzlich bin ich so richtig motiviert gewesen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Ich wollte mich ausdrücken und meine Gefühle und meine Gedanken in dieser Fremdensprache sagen. Ich wollte sie verstehen, was ihr Herz bewegt. Und plötzlich bin ich extrem motiviert gewesen. Und extrem, wie ein Schwamm, habe ich mir das Zeug aufgesucht. Irgendwelche Sprichwörter und Redewendungen auf Englisch und Grammatik, damit es irgendwie dann noch ein bisschen gut tönt, damit ich sie beeindrucken kann. Und ich habe mir so aufgeschrieben, wenn man verliebt ist, dann lernt man eine Sprache nicht aus Pflicht, sondern aus Hunger nach Beziehung. Aus der Sehnsucht, mit jemandem zu connecten und mit jemandem tief zu gehen. Und über das möchte ich heute ein bisschen reden. Und Susan hat schon erwähnt, das Thema von dieser Session, oder so das Bild vom Wasser. Wir hatten den Brunnen gehabt, am Freitagabend, heute Morgen der Fluss vom lebendigen Wasser. Und heute gehen wir ein bisschen in die Wüste rein. Heute gehen wir ein bisschen in die Wüste und alle GV-Zähler, falls du ein Gast bist, ist super, dass du da bist, aber alle GV-Zähler wissen, wir sind die letzten Wochen schon in der Wüste unterwegs gewesen. Und vielleicht denkt ihr so, jetzt haben wir es dann langsam gesehen von der Wüste. Aber wir sind so in der Vogelperspektive über die Wüste geflogen und haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht über die verschiedenen Arten vom Verzicht, vom freiwilligen Verzichten, vielleicht vom so halbfreiwilligen und vom unfreiwilligen Verzicht und haben zusammen angeschaut, wie wir auch in diesen trockenen Zeiten irgendwo erfrischt werden und erfrischt bleiben. Und heute möchte ich einen anderen Ansatz wählen. Ich möchte heute über Oasen in der Wüste reden. Der Psalm 107, 35, dort steht, doch er verwandelt auch dürres Land in eine Oase und lässt mitten in der Steppe Quellen aufbrechen. Und ich möchte mit euch heute einladen, eine Oase kennenzulernen, von mir ganz persönlich. Ich habe die letzten Jahre, wie wahrscheinlich viele von uns, Wüstenzeiten erlebt und habe so eine Oase erlebt und eine Oase gefunden, die mich mega durchgetragen hat und die mir mega wichtig war in dieser Zeit. Und das Ironische daran ist, dass diese Oase, wenn ihr die hört, wahrscheinlich für euch im ersten Moment eher so ein bisschen wie das Franzwörtchen lernen. So ein bisschen nach trocken und unnötig und vielleicht für die Streber tönt. Aber ich möchte euch einladen, trotzdem euch darauf einzulassen. Und die Oase, die ich entdeckt habe in der Wüste, ist Bibelstellen auswendig lernen. Bibelstellen auswendig lernen. Oder wie es Hannah gesagt hat, so verwurzelt sein in diesen biblischen Texten. Und wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, für viele von uns, so ist es mir für ganz, ganz, ganz viele Jahre gegangen, wenn ich das so gehört habe, denke ich so, boah, das klingt jetzt überhaupt nicht erfrischend. Das klingt nach einer lästigen Fleissaufgabe, wo irgendwie den Sinn dahinter nicht so ganz sehe. Und ich hoffe, dass wir so diesen Shift schaffen, so wie es bei mir mit der Fremdsprache war, dass das, ja, so das, keine Ahnung, den Sinn dahinter nicht ganz sehe, zu dem Durst und Hunger bekommen und sagen, hey, weißt du was, ich sehne mich danach, in dieser Sprache von dem, was ich liebe, wo ich mich danach sehne, flüssig drin zu werden, fließend drin zu werden. Und falls du jetzt da hockst und denkst, so, ja, das ist ein Thema für alle anderen, aber nicht für mich, möchte ich dich einfach ermutigen, trotzdem da zu bleiben. Du kannst ja einen Nap machen, wenn du einen Nap brauchst. Aber trotzdem irgendwo zuzulassen, weil vielleicht möchte Gott auch dir etwas mitgeben heute Morgen. Der N.T. Wright, das ist ein anglikanischer Pastor und Theologe. Er ist, glaube ich, auch der St. Andrews Universität, wo Hannah studiert hat. Er war ein Professor gewesen. Und ich habe von ihm mal ein Interview gehört, wo er so die klassische Q&A-Frage gestellt worden ist. Das ist die Frage, die immer kommt, fast immer kommt. Was würdest du deinem jüngeren oder deiner jüngeren Version für einen Tipp geben? Und er ist, glaube ich, in diesem Q&A ist er gefragt worden, was würdest du jungen Menschen für einen Tipp mitgeben? Und seine Antwort hat mich mega überrascht, weil seine Antwort war, ich würde jungen Leuten empfehlen, den ganzen Epheserbrief auswendig zu lernen. N.T. Wright ist mal, ich denke, die Latte mal relativ hoch gesetzt. Ich habe das vor 12, 13 Jahren gehört und habe es dann probiert.
Bin, glaube nicht über das erste Kapitel rausgekommen. Auf jeden Fall hat er gesagt, das wäre ein Tipp, den er den jungen Menschen mitgibt, weil man im jungen Alter sich gute Sachen merken und verinnerlichen. Und er hat gesagt, so einen ganzen Brief von Paulus können verinnerlicht zu haben und sich zu bedienen an dem und das wie Intus zu haben, das ist ein Schatz, den du nicht kannst überschätzen. Und der Dallas Willard, es ist ein bisschen einer meiner Helden, ein grosses Vorbild für mich, ist ein Philosophieprofessor in Amerika und Pastor. Und er ist bekannt für geistliche Gewohnheiten. Er hat viel über geistliche Gewohnheiten geredet. Und auch er ist mal gefragt worden, also bei einem Panel ist er gefragt worden, hey Dallas, was ist für dich die wichtigste geistliche Gewohnheit? Und seine Antwort war, und das wird euch jetzt nicht überraschen, weil wir über das Thema heute reden, aber er hat gesagt, die wichtigste geistliche Gewohnheit für ihn ist, Bibelstellen auswendig zu lernen. Und er hat gesagt, der Grund dafür ist, wenn du die Bibel liest in deiner stillen Zeit, dann hast du vielleicht deine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie lange immer deine stille Zeit geht. Und dann machst du die Bibel zu, legst sie auf den Tisch und machst weiter mit deinem Tag. Aber wenn du Bibelstellen auswendig lernst, wenn du die mitnimmst, und da kommt so der Bezug zu der Hannah heute Morgen, das Hagah. Wenn du das den ganzen Tag mitnimmst, dann kannst du beim Arbeiten, dann kannst du im Bus, beim Autofahren, beim Warten, beim Kochen, beim Duschen, auf dem WC, kannst du den ganzen Tag und Nacht über die Worte nachdenken und die mittragen und über die darüber wiederkäuen. Und er hat gesagt, das ist so ein Schatz für ihn persönlich und das ist so wie eine portable Oase, die er einfach mitnehmen in seinen Alltag. Und darum möchte ich heute ein bisschen über das reden, weil ich glaube, dass es etwas mega, mega Wichtiges ist, wo die zwei Männer und ganz viele andere sagen, es ist etwas mega Zentrales für unsere Nachfolge mit Jesus. Und Tana hat heute Morgen schon über das Hagah geredet und ich werde noch mal ganz kurz, möchte noch mal auf das Hagah eingehen. Wisst ihr noch, vielleicht seid ihr noch nicht da am Morgen, dann ist es noch gut, wenn wir noch mal ein bisschen auffrischen. Die Bibel hat den Anspruch, nicht einfach nur gelesen zu werden und irgendwo abgeschlossen zu werden, sondern wiederkäut zu werden und verdaut zu werden und nochmal darüber meditiert zu werden. Die hebräische Bibel, also das Alte Testament, kann man so in 3 Teile aufteilen. Es ist die Tora, das Gesetz von Mose, die ersten 5 Bücher, dann Propheten und der 3. Teil Schriften. Und zwischen denen, in der hebräischen, in der jüdischen Kultur, zwischen diesen 3 Teilen gibt es so Übergangstexte, so Nahttexte. Und die sind fast identisch von der Sprache her. Und sie beschreiben eigentlich dem Leser, wie das die Bibel möchte gelesen werden. Und das ist Josua 1, ist zwischen der Tora und den Propheten, ist der Start vom Prophetenteil. Und dort steht im Josua 1, Vers 8, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach. Das ist das Wort Hagah dort. Damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Also Tag und Nacht darüber nachdenken, darüber Hagah. Und der andere Nahttext, der andere Übergangstext ist Psalm 1, den wir heute Morgen gehört haben, wo steht, glücklich ist der, der Freude hat am Gesetz vom Herrn und darüber nachdenkt. Auch da wieder das Hagah, Tag und Nacht. Also die Bibel selber hat den Anspruch und instruiert uns als Leser zu sagen, hey, ich möchte gerne Haggat werden. Das ist jetzt nicht grammatisch wahrscheinlich nicht extrem hochstehend, aber theologisch extrem hochstehend. Die Bibel möchte Haggat werden von uns. Sie möchte gewälzt, gemurmelt, gurret, knurret, wiederkäut werden. Und ich habe also das Bild vom Marinieren, in der Serie über die Stille haben wir über das geredet, über das Meditieren. Und ich habe gesagt, das ist so wie das Marinieren, das so drinnen wälzt und jede Pore füllt sich mit dem Wort von Gott. Jetzt machen wir kurz einen Nerd-Abstecher. Sorry für alle, die das nicht so gerne haben. Und zwar in die Neurowissenschaft, die Hirnwissenschaft. Ich kenne mich nicht genug aus, dass ich wirklich ich kenne mich so, es ist so ein gefährliches Halbwissen. Ich lese so Sachen und habe das Gefühl, ich kenne mich dann aus, aber in Realität sind es wahrscheinlich ganz viele Leute da, die sich viel besser auskennen. Aber in der Hirnwissenschaft
hat man herausgefunden, ganz lange hat man gedacht, dass das Hirn sich als Kind entwickelt, bis irgendwie so 16, 18-jährig und nachher mehr oder weniger fix ist und dann ab 25 geht es dann so langsam von der Leistung her bergab. Und in den letzten Jahrzehnten hat man mit Hirnscans herausgefunden, dass es die Neuroplastizität gibt. Und wahrscheinlich kennen viele von euch den Begriff oder die Idee davon, dass das Hirn sich ständig am Verändern ist. Dass unser Hirn sich verändert, wenn wir einen Gedanken immer wieder wälzen. Wenn wir einen Gedanken denken, tut sie in unserem Hirn eine Verbindung herstellen. Und am Anfang sind das ganz schwache Verbindungen. Aber je mehr wir so einen Gedanken denken, desto mehr werden das zu Autobahnen in unserem Hirn. Und ich finde das extrem spannend, dass wir mit unserem Denken unser physisches Hirn verändern können. Oder? Findet ihr das so spannend? Ich finde das mega spannend. Mit unserem Denken, mit was wir uns beschäftigen, mit was wir gehen, können wir unser physisches Hirn beeinflussen. Der Paulus hat im Römer 12, Vers 2 gesagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also der Paulus hat wahrscheinlich keine Ahnung von Neuroplastizität, aber auch er hat gesagt, hey, mit unserem Denken, auf was wir unser Denken richten, das kann uns verändern. Und das kann uns helfen, uns mehr und mehr auf Gott auszurichten und mehr Gott kennenzulernen. Der A.W. Tozer hat ein Zitat, das ich euch vorlesen möchte und das auf Deutsch noch übersetzen. Er hat gesagt, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. We tend by a secret law of the soul to move towards our mental image of God. Also auf Deutsch, das, was in unseren Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Allerwichtigste an uns. Das Wichtigste in unserem Leben ist, was in unseren Sinn kommt, wenn wir an Gott denken. Weil wir tendieren dazu, dem ähnlicher zu werden, wie wir uns Gott vorstellen. Dem Gottesbild ähnlicher zu werden. Und darum glaube ich, wenn wir Bibelstellen auswendig lernen, wenn wir verwurzelt sind im Wort Gottes, wenn wir gehen, dann bauen wir so wie Autobahnen in unserem Hirn, wo unser Gottesbild mehr und mehr dem Gottesbild entspricht, wo die Bibel darüber redet, wo die Bibel malt. Wie wir über Gott und über das Leben denken, bestimmen unsere Überlebenschance in der Wüste. Und ich werde es am Schluss noch relativieren, es ist nicht einfach nur unsere Leistung. Wir müssen nicht nervös werden. Ich werde es am Schluss ganz klar noch relativieren, aber ich möchte trotzdem den Punkt machen, dass was wir unser Denken füllen, das kreiert die Autobahnen, von wenn das Wasser plötzlich weg ist, wenn es anfängt trocken zu werden, wo die Autobahnen in unserem Hirn, wir gehen automatisch auf die zurück. Wir gehen automatisch auf die Ideen zurück, die wir am meisten pflegen, bevor wir in die Wüste kommen. Und darum glaube ich, das Auswendiglernen von Bibeltexten ist nicht einfach nur für fromme Streber, die zu viel Zeit haben, sondern es ist so ein Weg, wie wir Gottes Wahrheiten, seine lebensrettenden Gedanken, tief in unser neurologisches System hineinpflanzen. Dass sie automatisch da sind, wenn uns äußerlich das Wasser ausgeht. Jetzt, das Wochenende steht ja unter dem Thema Follow Jesus. Wir haben gesagt, hey, unsere Motivation, unser Ziel ist, wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen ihm seinem Vorbild nachgehen. Und Jesus, wenn wir ihm sein Leben anschauen, wenn wir lesen in unserer Bibel, Jesus war durchdrängt, er war mariniert, er hat die biblischen Schriften, für ihn war es das Alte Testament, die sind bei ihm so intus, dass wenn du die Bibel liest, und manchmal musst du eine Studienbibel lesen oder musst du etwas tiefer reingehen, damit du die Verbindungen alle siehst, aber Jesus braucht ständig
Bilder, Ideen oder direkte Zitate aus dem Alten Testament. Und ich habe da ganz viele Beispiele aufgeschrieben, aber es braucht sie gar nicht. Ich glaube, wir kennen das alle. Oder? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir immer wieder in der Bergpredigt. Oder wenn er unterwegs ist und diskutiert mit der Schriftgelehrten. Oder auf dem Weg nach Emmaus mit den Jüngern, wo er schnell das ganze Alte Testament mit ihnen durchgeht, auswendig, ohne dass er im Rucksack muss die Schriftrollen vornehmen und raussuchen. Aber er hat die Geschichte so gut gekannt. Und er war mariniert in diesen biblischen Text. Und ich habe mir überlegt, wie sieht es denn bei mir aus? Mit was bin ich mariniert? Mit was bin ich gefüllt? Und obwohl ich beim IGW arbeite und Pastor bin und mich sehr oft mit der Bibel auseinandersetze und irgendwo im Glauben immer wieder in der Bibel lese und unterwegs bin, habe ich gemerkt, hey, ich bin so oft mariniert von News, von Netflix vielleicht oder von meiner Kultur. Und ich dachte, das ist eigentlich ein bisschen unfair, wenn wir uns Jesus als Vorbild vornehmen, weil Jesus hat es so viel einfacher gehabt. Jesus hat so viele Vorteile gehabt. Also erstens war er Gott gewesen. Das ist schon mal irgendwie einfach ein grosser Vorteil, finde ich. Ich glaube, er hat ja auch müssen lernen laufen und er war auch Mensch gewesen, komplett. Und, genau, aber er hat sicher mal einen guten Vorteil gehabt. Und zum anderen ist die Kultur, in der er drinnen gelebt hat, das war eine Kultur, die voll war von den biblischen Geschichten. Jeder Bub, wahrscheinlich fast alle Buben, haben etwa im Alter von 6-jährig angefangen, die Tora auswendig zu lernen. Und Levitikus anscheinend, also das habe ich jetzt so in meiner AI-Research herausgefunden, Levitikus haben anscheinend alle im Griff gehabt, das haben alle auswendig können, die Buben. Und die anderen Bücher haben sie auch recht gut können, aber vielleicht nicht ganz alle Wort für Wort. So die ganz Gescheiten haben dann nachher angefangen, noch den Rest vom Alten Testament auswendig zu lernen. Aber Jesus ist aufgewachsen in einer Kultur, wo eine mündliche Kultur hatte, wo ganz viel erzählt worden ist und wiederholt worden ist und wo er wirklich immer wieder ausgesetzt war. Und darum ist es, glaube ich, nicht extrem überraschend, dass er so durchdrängt war von diesen biblischen Texten. Und wir haben heute Morgen gehört, wie unterschiedlich unsere Kultur ist. Mit was wir überflutet werden. Die Beschleunigung, die wir drinnen leben. Und einfach das Maß von Informationen und Sachen, die uns irgendwo tagtäglich zugemutet wird. Und ich habe mir überlegt, ja, ist denn das eine gute Ausrede, um zu sagen, darum können wir es halt nicht? Ist es ein guter Grund, um zu sagen, ja, unsere Bedingungen sind wirklich ganz anders? Das mag vielleicht für Jesus funktioniert haben, aber für uns ist das nicht so relevant. Und ich glaube, das tönt zwar gut und macht irgendwo Sinn, aber vielleicht ist es das Gegenteil. Vielleicht umso mehr ist es ein Grund, um zu sagen, weisst du, ich möchte mich ganz bewusst verwurzeln im Wort Gottes. Ich möchte ganz bewusst, dass ich bekannt bin mit diesen Texten, dass sie anfangen, an mir zu arbeiten, Tag und Nacht darüber nachdenken. Ja, ich habe mir schnell ein Nadelümpli von meinem Pulli. Oh, danke vielmals. Und dann kannst du mich vielleicht ganz kurz muten, Andi. Sehr gut. Hat jemand 2 Jahre gedacht, als der Tom Harry da war? Der Bloody Preacher. Zum Glück nicht so schlimm. He? Genau, aber hey, Jesus hat sich dafür entschieden, in diesen biblischen Schriften drinnen zu leben und verwurzelt zu sein. Und ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Resultat von seiner Kultur, sondern ich glaube, Jesus ist der brillanteste Mensch, was es je gegeben hat. Es gibt keinen grösseren Experten, wenn es darum geht, wie unser Leben gelingt und wie wir uns auch vorbereiten für herausfordernde Situationen. Und darum möchte ich uns einladen, von Jesus zu lernen. Follow Jesus, wir wollen von Jesus zusammen lernen und auf das einladen und sagen, hey, vielleicht ist es auch für uns dran, nochmal einen Schritt zu machen und uns noch mehr verwurzeln zu lassen, noch mehr zu verwurzeln im Wort von Gott. Und ich habe 3 ganz praktische Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Und nachher möchte ich euch ein bisschen aus meinem Leben noch erzählen, wie ich das erlebt habe, wie das für mich zu einer Oase geworden ist.
Und das Erste, was wir von Jesus lernen können, was ich glaube, ist, es geht um das Herz und nicht nur um den Buchstaben. Ich glaube, das Zitieren von Bibelstellen, das hat Jesus drauf gehabt. Er hat die Wort für Wort zitieren, er hat die gekannt, wie ganz viele andere Menschen auch. Aber er hat eben auch das Herz dahinter kennt und verstanden. Er hat das Herz vom Vater kennt, das hinter diesen Buchstaben und diesen Texten gestanden ist. Und wir müssen an die Zeit denken, wo Jesus in der Wüste war und ist versucht worden vom Teufel. Und sogar der Teufel konnte korrekt Bibelstellen zitieren. Das ist noch krass, oder? Der Teufel hat in anderen Beispielen tut er dann noch das Wort Gottes ein bisschen verdrehen, aber in der Wüste mit Jesus tut er korrekt Bibelstellen zitieren. Wort für Wort okay, aber er verdreht das Herz, das dahinter steht. Er hat das Herz von Gott verdreht in dem Ganzen innen. Und darum glaube ich, ist es wichtig für uns, und das dürfen wir von Jesus lernen, nicht einfach nur Bibelverse auswendig zu lernen, damit wir sie abellieren können, um irgendwie einen strengen Lehrer zu beeindrucken oder eine gute Note einzusahnen, sondern uns in erster Linie damit auseinandersetzen, was ist denn das, die Wahrheit, die dahinter steckt. Was möchten die biblischen Texte denn kommunizieren? Was sagt das aus über Gott und über das Leben und über mich? Und das Ziel für uns, glaube ich, ist nicht Experte zu werden von einem Buch, sondern Freunde zu sein mit dem Autor. Nicht Experten von diesem Buch und können alles erklären und zitieren, sondern eben die Beziehung mit dem Autor, mit dem Gott können zu pflegen, können sein Herz drin zu entdecken. Was möchte er sagen? Was offenbart das über ihn und seine Pläne? Und der zweite Tipp, das ist eigentlich die Schlussfolgerung von dem ersten, ist ganz ein praktischer Tipp, den ich von, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich das gehört und habe das mitgenommen und gedacht, hey, das ist so ein guter Tipp. Ganze Abschnitte zu lernen und nicht so isolierte Verse. Weil genau das manchmal so ein bisschen Gefahr ist, wenn wir dann so anfangen, so ein bisschen die Bibel, ich sage jetzt mal, so ein bisschen wie eine Sammlung von magischen Sprüchen zu behandeln. Oder so christliche Zaubersprüche, die wir dann ohne Kontext um uns herumschmeißen und dann das Gefühl haben, die lösen dann jedes Problem. Dann behandeln wir das mehr irgendwie als eine Sammlung von Sprüchen und die Kraft ist dann in diesen bestimmten Worten. Aber eigentlich geht es ja darum, eben das Herz kennenzulernen. Und darum der Tipp wirklich, der ganze Epheserbrief finde ich jetzt wirklich noch eine steile Vorsicht. Aber irgendwie zu sagen, hey, okay, wir nehmen uns ein bisschen Abschnitt und nicht einfach nur einen isolierten Vers. Weil ich glaube, ich liebe die Bibel und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Bibel ist das inspirierte Wort von Gott, wo wir drinnen Gottes Herz sehen und die Geschichte, die er mit den Menschen geschrieben hat, offenbart immer wieder. Und es hat so eine Kraft drin, aber es ist nicht eine Sammlung von magischen Formeln und Sprüchen, die wir um uns herumwerfen können. Und ganz oft passiert das, gerade so im Bereich des Sport, dass wir uns irgendwelche Versen nehmen oder wo auch immer und dann die rausschmeißen und das Gefühl haben, mit dem können wir jetzt alle Probleme lösen. Und vielleicht motiviert es ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was ich glaube, was es bedeutet, verwurzelt zu sein im Wort Gottes. Ich hatte auf der Folie ein paar ganz konkrete Beispiele drauf gehabt. Ein ganz guter Ort zum Start ist zum Beispiel Römer 5, Vers 1-8. Das ist, nachdem ich so das Teaching gehört habe, wie ich jetzt das selber mache, habe ich mit dem Bibelvers angefangen. Hey, da geht es einfach um Gnade und um die Annahme von Gott. So das Fundament davon, dass wir einfach geliebt sind und angenommen sind von Gott. Wo wir als Sünder waren, wo wir als ohnmächtig der Sünde verfallen waren, hat Gott sein Leben, seinen Sohn hergegeben. Und dann hat es noch ein paar andere Beispiele. 1. Korinther 13 ist ein ganz schönes Kapitel zum Auswendiglernen. Wenn du plötzlich dich mit dieser Liebe so beschäftigst und merkst, hey krass, du kannst geistlich gesehen alle Gaben haben, du kannst alle Erkenntnisse haben, du kannst in der Sprache der Engel reden, du kannst Glauben haben, du kannst Berge versetzen, du kannst die ganze Besitz hergeben, du kannst dein Leben opfern. Aber wenn du die Liebe nicht hast, ist es alles nichts. Und sich mit dem auseinandersetzen und überlegen, okay, stimmt. Immer wieder das Messer dran und sagen, hey, stimmt. Am Schluss des Tages geht es um die Liebe. Es geht nicht darum, wie ich beeindrucken kann, was ich alles leisten kann, sondern es geht darum, dass ich zu einem Menschen von der Liebe werde. Und da hat es noch ein paar weitere Vorschläge, die er einfach als Ideen.
Genau, und der dritte und letzte Tipp, den ich möchte mitgeben, wenn es darum geht, so die geistliche Gewohnheit von der Bibel auswendig lernen, und das ist das, was ich möchte, dass es alle sicher noch mal gehört haben. Es geht um Kooperation und nicht ums Verdienen. Es geht nicht darum, und das hat Regula gestern Abend so schön gesagt, also die Gefahr von der Selbstoptimierung. Dass wir das Gefühl haben, mit unserer Disziplin und mit unserem Einsatz und mit unserem Leisten, das ist so das, was unser geistliches Wachstum darauf versteht. Und ich glaube, es ist immer basiert auf der Gnade und auf dem Wirken von Gott. Das ist die Basis von unserem geistlichen Wachstum. Das ist die Basis von dem Prozess, wo Gott uns verändert. Und ja, ich glaube eben, die Neuroplastizität und unseren Teil beizutragen und irgendwo uns bewusst mit dem Wort auseinanderzusetzen und das wirken zu lassen, das ist gut und wichtig, aber es ist nicht die Basis von all dem. Jesus sagt in Johannes 14, 26, dass uns der Heilige Geist wird geben. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird er uns immer wieder daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Also dem Heiligen Geist seine Aufgabe ist, uns immer wieder daran zu erinnern. Und darum habe ich so das Kooperation als cooles Bild gefunden. So, wir liefern vielleicht das Rohmaterial, wenn wir uns mit diesen biblischen Texten auseinandersetzen und versuchen, die zu hagen und zu wiederkäuen und die mitzunehmen. Aber am Schluss des Tages tut der Heilige Geist uns das erinnern, was wir hören müssen. Ist er der uns das lebendige Wasser gibt. Und für das Bild vom Wasser noch zu brauchen und auszuschlachten, habe ich so gedacht, es ist wie, wir graben vielleicht einen Brunnen, aber er ist der das Wasser in den Brunnen hineinbringt. Er ist der das lebendige Wasser ist und bringt. Niemals mehr mit unserer Leistung. Es ist niemals abhängig von wie tief und wie lang wir graben, sondern er ist der das Wasser bringt. Und auch, also wir haben es am Anfang gelesen, mitten in den Steppen eine Quelle raussprudeln. Er ist nicht davon abhängig, dass wir unsere Brunnen gegraben haben. Und unsere Motivation für das Ganze, zum Zurückkommen zu den Franz-Wörtli, unsere Motivation ist es ja nicht, irgendwie eine Fleissarbeit zu machen, wo wir das Gefühl haben, wir müssen irgendjemanden damit beeindrucken, sondern unsere Motivation ist, dass wir verliebt sind, dass wir fasziniert sind von Jesus. Und dass wir sagen, hey, ich möchte mit dir noch mal ein Stückchen tiefer gehen. Ich möchte mich noch mehr verändern lassen von dir. Ich möchte mich noch mehr ausrichten auf das, was du möchtest machen in meinem Leben. Und ich habe am Anfang gesagt, das ist jetzt so die Theorie zu dem Ganzen, warum es eigentlich eine gute Idee wäre, zum Bibelvers auswendig lernen, oder? Und ich habe so eine Predigt gehört vor 3-4 Jahren und ich bin recht ein naiver, einfacher Mensch. Ich habe das so gehört und dachte, ja, dann mache ich das, oder? Klingt irgendwie noch gut, plausibel, macht Sinn, Wissenschaft, Bibel. Okay, komm, ich probiere das doch einfach mal aus. Und habe dann nach dem Teaching angefangen, bin eben heimgegangen, Römer 5, Vers 1 bis 8, angefangen auswendig lernen. Und hey, das ist immer gefährlich, auf der Bühne oben zu sein. Ich habe jetzt alle das Gefühl, dass ich die halbe Bibel auswendig habe. Ich vergesse alles immer wieder. Ich habe kürzlich beim Vorbereiten gedacht, ich bin mal zurückgegangen und ich habe das Zeug nicht mehr Wort für Wort zitieren. So, die Grundidee ist irgendwo hängen geblieben bei mir, aber das Zeug vergesse ich sehr schnell auch wieder. Aber ich habe angefangen mit dem Römer 5, Vers 1 bis 8, da so Tag für Tag einfach so einen Satz mehr dazu. Da habe ich mal angefangen mit einem Satz, das geht. Und dann diesen Satz den ganzen Tag mitgenommen. Vielleicht habe ich zeitweise habe ich mir aufs Handy da, dass es so der Bildschirmschoner drauf ist. Oder haben wir es irgendwie auf den Spiegel geschrieben gehabt, oder irgendeine andere Möglichkeit gefunden, um das irgendwo präsent zu behalten. Und dann am nächsten Tag das nächste Sätzchen dazu da und so weiter und so fort. Und mit der Zeit hat man so ein bisschen ist das irgendwie geblieben. Das funktioniert anscheinend so, unser Hirn. Und dann habe ich den Römer 5, Vers 1 bis 8 gehabt und dachte, hey cool. Und dann bin ich am nächsten hergegangen, 1. Korinther 13, das Gleiche gemacht, das ist ein bisschen schwieriger, das ist ein bisschen länger. Dann genau das Gleiche gemacht. Und dann bin ich zum Psalm 23 gegangen. Jetzt kommt ich Psalm 23, den kennt man doch schon so ungefähr, aber den habe ich doch schnell mal nach einem Intus. Habe mich mit dem Psalm 23 auseinandergesetzt und dort mich nicht nur mit dem Wort beschäftigt, aber nicht einfach nur probiert, dass ich nach auswendig aufsage, sondern mal mir überlegen, was steht denn in diesen Worten, was bedeutet das, was der David da sagt über Gott und über das Unterwegssein mit Gott. Und in diesem Prozess, wo ich voll dran war mit dem Psalm 23,
bin ich in meine in meine heftigste Wüste reingekommen, wo ich bis jetzt drinnen sein. Und hoffentlich ist es die heftigste für immer. Und die Zürich Oberländer kennen meine Geschichte ein bisschen und ihr von Bassensdorf und Winter ein bisschen weniger. Ich habe vor knapp 3 Jahren hätte ich eigentlich anfangen in der GVC mit Arbeiten und habe noch in die Ferien gehen vorher, gell Joni? Und am Abend, bevor wir in die Ferien gegangen sind, ich bin einfach immer wieder ein bisschen krank gewesen, immer wieder so ein bisschen geschnuddert gehabt. Und habe gedacht, hey, ich gehe noch zum Doktor, vielleicht fehlt mir irgendein Vitamin oder kann ich noch ein Präparat nehmen, damit es ein bisschen besser wird. Und bin zum Arzt gegangen, der hat ein paar Untersuchungen gemacht und dann habe ich gesagt, hey, geh noch mal ins Spital, noch einen weiteren Test machen. Und wirklich aus dem Nichts raus habe ich die Diagnose Leukämie bekommen. Blutkrebs. Und also zum einen haben wir niemand von uns im Ansatz mit dem gerechnet gehabt. Und da ist etwas losgegangen, da ist eine Lawine von Sachen losgegangen, ganz praktische Sachen, ganz viele Prozesse. Und unter anderem bin ich nachher für fast 5 Monate nicht mehr aus dem Spital rausgekommen. Ich wollte nur auf den Notfall gehen und auf Amerika fliegen. Und nachher fast 5 Monate mit kurzen Unterbrüchen in diesem Spital drin gewesen und habe diverse Behandlungen müssen machen. Genau, habe dann ein bisschen später angefangen zu arbeiten erst. Intensive Behandlungen gemacht und habe nachher eigentlich mehr oder weniger Ruhe gehabt von dem Krebs. Der war weg gewesen, wegbehandelt worden, hat gut ausgesehen, bin wieder zurück ins Leben gekommen, habe ein Jahr lang Ruhe gehabt und dann vorletztes Jahr Weihnachten, habe ich die Meldung bekommen, hey, der Krebs ist wieder zurückgekommen. Die Leukämie ist wieder da, du musst wieder, das Ganze hat wieder von vorne angefangen und weitere Behandlungen und habe so eine Transplantation machen. Und warum ich das euch erzählen möchte, ist, ich habe in den letzten 3 Jahren ganz, ganz viele Momente gehabt, wo ich im Bett gelegen, im Spitalbett oder daheim und einfach physisch einfach keine Kraft hatte. Und ich hatte keine Kraft, um auch nur die Bibel aufzumachen. Ich hatte keine Kraft, um eine Predigt zu hören. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, fast keine Kraft, um nur klar zu denken, teilweise. Und das kennen wir, glaube ich, alle, auch wenn es vielleicht nicht so intensiv ist, aber wenn wir Fieber haben oder wenn wir sonst krank sind, dann fällt einem das so schwer. Und in diesen Zeiten bin ich so oft im Bett gelegen und ich war so dankbar gewesen, den Psalm 23 irgendwo nicht müssen nachlesen, nicht müssen nochmal hören, was jemand sagt über das, sondern auch irgendwie wie Intus zu haben, den innerlich zu bewegen. Und an den ganz schlechten Tagen habe ich es geschafft mit «Der Herr ist mein Hirte» und dann war das genug für diesen Tag. Manchmal habe ich ein bisschen mehr geschafft, aber das ist für mich so eine Oase geworden, wo ich wirklich in der Wüstenzeit gemerkt habe, hey, ich glaube, Gott hat mich auf eine andere Art und Weise versorgt, da bin ich sicher. Aber für mich war es so, dass Gott mich genau durch diese Oase immer wieder erfrischt hat. Und es möglich gemacht hat, dass ich nicht musste, irgendwie an einem anderen Ort hergehen, sondern einfach anzapfen. Wenn ich die Augen zugehört und im Bett gelegen und alles, was ich konnte, ist einfach nur einen Satz zurückzubringen und mich zu erinnern, hey, der Herr ist mein Hirt. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel und ich bin mir sicher und hoffe, dass es für die allerwenigsten so der Fall wird sein. Aber ich habe gemerkt, hey, mir hat das so erfrischt vor der Wüstenzeit mit dem Verwurzeln im Wort Gottes, dass ich euch einfach möchte einladen und ermutigen. Und hoffentlich nicht mit der Angst, dass es mal so werden braucht, aber mit dem Wissen, dass wir Gott den Raum schaffen, wo er einfach an uns innen schaffen kann. Und so möchten wir jetzt, am Schluss dieser Session, kurz einen Moment nehmen, wo wir den Psalm 23 ein bisschen marinieren oder ein bisschen darauf herumkäuen. Und ich möchte euch einladen, wenn es euch wohl ist dabei, dann könnt ihr vielleicht bequem hersitzen, könnt vielleicht eure Augen zumachen, ihr dürft sie offen lassen, wenn ihr wollt, das spielt keine Rolle. Ihr könnt Gabel und Messer vornehmen, wenn ihr wollt. Aber ich möchte einfach, was wir jetzt nicht machen können, ist jetzt den Psalm 23 zusammen auswendig lernen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, dann selber machen, wenn ihr Lust habt und das Gefühl habt, das ist das, was Gott euch möchte einladen dazu. Und was ich auch nicht machen kann, ist jeden einzelnen Aspekt und Nuance von dem Psalm 23 mit euch zusammen anschauen. Aber einfach so einen Vorgeschmack geben vom Haggai.
vom Langsamen, so einen Text zu verdauen. Ich möchte euch jeweils so einen Satz vorlesen und dann euch einladen, das einfach als Begegnungsort zu brauchen, um Gott zu begegnen. Die Worte betend betrachten und mit Gott anschauen und sagen, hey, was möchtest du mir dann einmal zeigen? Was lädst du mich ein dazu? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. An dem hängt alles. Wer er ist. Es bestimmt, was ich habe. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Es ist nicht dein Name, der auf dem Spiel steht, sondern er verbürgt sich, er führt dich, er leitet dich. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Im Tal der Todesschatten wechselt es von er zu du. David wird nicht mehr über Gott, sondern er redet mit Gott. Er sagt, du bist mit mir. Wir müssen keine Angst haben, selbst im finsteren Tal, weil er ist mit uns. Du bist mit uns, Herr. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch
selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Gott wartet nicht, bis das Chaos vorbei ist oder bis die Finden weg sind, sondern mitten im Chaos lädt er uns ein zum Festmahl und schenkt uns ein zum Überfließen. Dass wir genug haben, nicht nur für uns, sondern für die Leute um uns herum. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Vater, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Danke für die Texte, die wir so einfach zugänglich haben, wo wir einfach unser Handy zücken oder unsere Bibel vornehmen, verschiedene Übersetzungen auswählen, die uns passen und dort innen immer wieder dir begegnen. Danke, dass wir uns verändern lassen von diesen Wahrheiten über dich, wer du bist. Ich danke, dass du nicht limitiert bist auf unsere Leistung und unsere Gewohnheiten, aber dass du damit schaffst, dass du uns hilfst, uns mehr und mehr verändern zu lassen und auf das zu schauen, was du sagst über uns, über das gelingende Leben und über dich selber. Ich bete, dass die falschen Bilder, die wir immer wieder haben, die falschen Ideen, die vielleicht so stark in unserem Hirn manchmal verwurzelt sind, dass du, Heiliger Geist, kommst und mit deiner Geduld und so viel Rücksicht einfach anfängst, neue Wege zu machen. Dass wir neu denken über dich. Dass wir uns verwurzeln in diesem Wort und dass es eine Frucht bringt in unserem Leben, die uns selber erfrischt, wo wir anzapfen und irgendwo das Wasser finden, aber auch eine Frucht bringen, die unser Umfeld erfrischt. Danke dir vielmals dafür. Amen.